Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Und das haben wir heute für euch. Das Migros Interlaken präsentiert ihr neues Ladenkonzept. Die Bergwelt Grindelwald hat ihr einjähriges Jubiläum gefeiert. Und der Bauernberg stellt das Fest der Feste vor. Vorher schauen wir aber noch kurz die heutigen News an. In der Kiesgrube werden auch bedrohte Arten gefördert. Vertreter der Stiftung Landschaft und Kies und Regierungsrat Christoph Ammann haben sich in der Kiesgrube Bümberg getroffen und haben sehr einen positiven Kontrollbericht präsentiert. Für die Pionierarten ist es ein perfekter Lebensraum. 2 Bergsteiger tödlich verunglückt. Im Rahmen einer Suchaktion gestern Mittag sind 2 Bergsteiger beim Scheideck-Wetterhorn leblos aufgefunden worden. Zurzeit wird noch ermittelt, wie es zu diesem Bergunfall gekommen ist. Bikespektakel auf dem See, fliegende Bikes, bebende Körper, gebanntes Publikum. Eine Crew von Enthusiasten bringt die Freestyle-Kultur zurück. Der Event findet am 3. und 4. September im Strandbad Thun statt. 12,5 Wochen lang hat das Migros im Zentrum von Interlaken umgebaut. Jetzt ist es endlich soweit. Der Laden präsentiert sein neues Konzept. Viel Licht, Raum und Holz laden die Menschen zum Einkaufen ein. Es fühlt sich sehr gut an. Wenn ich jetzt sehe, die frische Landschaft, die wir hier präsentieren können, ist für mich sensationell. Es ist auch eine Erleichterung, dass alles durch ist und dass wir jetzt wirklich für die Kunden auch da sein können. Wir sind die erste Filiale im Migros Aare, die einen Steinbackofen hat, hier im Migros Interlaken. Und dort backen wir Fleischkäse rausbacken, den wir auch selber abpacken. Wir starten hier mit 4 Sorten, für 4 verschiedene Sorten. Der Vorteil von dem ist, oder warum wir das überhaupt machen, weil wir auch den Einheimischen hier etwas bieten können und nicht nur den Touristen. Wir sind ein Saisonladen, also wir merken sicher im Sommer Touristen vor allem hier. Wollen aber sicher die Einheimischen auch nicht vergessen. Also unser Sortiment ist sicher abgestimmt darauf, dass wir unsere Stammkundschaft bedienen können, aber zusätzlich auch in der Saison die Touristen mit unserem Schokiecke, mit unserem neuen, wunderschönen Schokiecke abholen können. Ja, das ist natürlich das Team dahinter, das das so geplant hat und die neuesten Erkenntnisse und die neuesten Designs und neuesten Ladenkonzept hat angepasst. Darum ist das hier so schön entstanden. Was besonders hier ist bei uns am Kundendienst im Blumenbereich, dass wir Floristinnen angestellt haben, die eben auch Blumen binden können, Sträusse binden und auch schöne Gestecke machen können. Und auch wenn wir irgendwie für eine Hochzeit oder irgendwie sonst etwas gerne schenken, kann man das bei uns auch auf Bestellung machen. Am Eröffnungstag haben wir auf das ganze Sortiment von Migros haben wir 10%, die wir den Kunden anbieten. Und das über 3 Tage lang. Also 23., 24. und 25. Juni kommen 10% auf das ganze Sortiment über. Ich möchte meinen Kunden ein grosses Dankeschön aussprechen für die Treue, die sie uns jetzt während diesem Etappenumbau gehalten haben. Darum schenken wir den Kunden am Eröffnungstag 10% auf unser ganzes Sortiment. Die sind auch auf Blumen, oder? Auch auf Blumen, genau. Am 11. Juni 2021 hat die Bergwelt Grindelwald Eröffnung feiern. Seither haben sie schon rund 40'000 Gäste bei sich begrüßen. Jetzt feiert das Ressort sein einjähriges Jubiläum und kann dabei schon auf zahlreiche Erfolge zurückschauen. Das Ressort ist jetzt eben ein Jahr offen. Die sind jetzt auch schon auf dem Hotel-Ranking Platz 6 gelandet in der Sonntagszeitung. Wieso ist das Ressort so erfolgreich? Ja, also es ist natürlich schön, im ersten Jahr gerade schon so Erfolge zu feiern. Ich würde sagen, ein grosser Teil hat sicher mit unserem Team zu tun. Wir haben ein sehr lässiges Team und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man Mitarbeiter gerne arbeiten, dass man das natürlich auch nach Hause trägt und so am Gast dann auch das unvergessliche Erlebnis kann, bieten. Und sonst würde ich sagen, grundsätzlich, es ist ein sehr einzigartiges Projekt, vor allem gerade für die Region natürlich. Und was man sicher auch noch ein bisschen, darf sagen, dass wir schon noch ein bisschen den Newcomer-Bonus haben. Was genau bietet ihr den Gästen? Also was umfasst das Ressort alles?
Wir haben ganz viel, was wir natürlich anbieten. Das ist eben der ganze Resort-Gedanke. Zum einen haben wir die Bergwelt, die wir hinter uns sehen. Da haben wir 90 Zimmer. Dann haben wir da oben das Beaches Grillrestaurant und unser Fire and Ice Spa. Dann zusätzlich haben wir da in der Bergwelt, also quasi im ganzen Resort, haben wir noch eine Wohnung, die wir ebenfalls noch vermieten, eine sogenannte Residenz. Und dann kommt bei uns noch die Pinte dazu, gerade unten an der Straße, wo ja das älteste Hotel noch auf dem Platz ist, wo wir noch 7 Zimmer zusätzlich anbieten und ebenfalls noch unser schweizerisches Restaurant Pinte. Was sind so Pläne für die Zukunft? Jetzt für die Bergwelt ist natürlich schon eben also auch Stammkundschaft aufbauen. Generell eben halt den Newcomer-Bonus, den haben wir jetzt dann nicht mehr, oder? Dass wir weiterhin bekannt bleiben und weiterhin unseren Gästen können ein unvergessliches Erlebnis bieten. Ja. Im Herbst soll im Freilichtmuseum Bauenberg ein grosses Erntedankfest stattfinden. Das Fest der Feste vereint Traditionen und Spezialitäten aus der ganzen Schweiz. Besucher und Besucherinnen können sich von regionalen Köstlichkeiten verwöhnen oder teilweise sogar selber Hang anlegen. Das Fest der Feste ist ein Foodfestival, ein Erlebnisfestival, eine Zusammenkunft von 15 Festen aus der ganzen Schweiz. Es ist gleichzeitig eine Plattform für die Sensibilisierung vom Genuss über Produktion zur Veredelung im landwirtschaftlichen Umfeld. Es geht aber auch um Ernährung, Gesundheit. Es geht um Erlebnis, Schwingen, Steinstossen, Course de Charrette, Platzgen und so weiter. Jede Region, die hier eingeladen ist und kommt, bringt noch Überraschungen mit. Wieso ist das Fest der Feste ins Leben gerufen worden? Ich glaube, das war zuerst mal eine Weinglas-Idee von 2 Freunden. Inzwischen ist es ein riesiges Bedürfnis auch vom Ballenberg, weil der Ballenberg lauter werden will, weil der Ballenberg raustreten will, weil der Ballenberg nicht nur Bauernhäuser hat, sondern die Bauernhäuser ja eigentlich auch brauchbar sind. Das heisst, da hinter uns steht ein Ofenhaus, dahinter auf der anderen Seite steht eine Rauchküche. Die kann man brauchen, die wollen wir brauchen, die wollen wir beleben im Herbst, wenn es Produkt hat, dann, wo der Bauer nach der Produktion veredelt hat, der Winzer vinifiziert hat, das wollen wir brauchen. Darum ist das Fest mehr als einfach nur ein Fest. Es ist eben das Fest der Feste von den Festen aus der Schweiz. Wie sieht die Zukunft aus für das Fest? Ist die Idee, das noch mehr zu machen oder ist jetzt das mal eine einmalige Sache? Nein, die Idee ist natürlich, wenn man so etwas heute macht, geht es gerade Richtung Nachhaltigkeit. Wenn du es einmal machst, schießt es einfach laut in die Luft. Also die Idee wäre jetzt, wir machen das mal 5 Jahre jedes Jahr. Wir haben ja programmiert, wir haben festgestellt, dass wir locker jedes Jahr, ohne ein Fest wieder zu nehmen, einfach ein Programm von mindestens 12 Festen haben, jedes Jahr. Und das werden wir sicher weitermachen. Man weiss nie, es kann etwas passieren, das sagst du vielleicht lieber nicht, aber eigentlich ist die Idee 5 Jahre lang, das zu machen, jedes Jahr. Das war es mit dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hört ihr noch das Wetter von unseren Meteo-News-Kollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Toll sind Sie dabei. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute mit vielen Wolken und Regen aus Erlenbach im Simmental. Ja, das Tiefdruckgebiet Chiara hat sich weiter nach Osten verlagert und liegt heute mit dem Zentrum über Frankreich. An seiner Ostflanke werden angefürchtete Luftmassen in den Alpenraum transportiert. Das Temperaturniveau geht leicht zurück und in den nächsten Tagen erreicht uns dann auch in einer südwestlichen Höhenströmung immer wieder angefürchtete und labil geschichtete, aber auch warme Luft. In Donnerstagmorgen starten wir freundlich mit einem Sonnenwolkenmix. Dazu erwarten wir verbreitet 16 bis etwa 17 Grad in der Region.
In der zweiten Tageshälfte steigen dann das Schauer- und das Gewitterrisiko wieder. Im Flachland geht nur wenig Wind. In Gewitternähe muss man aber mit kräftigen Böen rechnen und Temperaturen die erreichen bis zu 30 Grad, zum Beispiel in Bern oder auch in Thun. In Brienz und Meiringen erwarten wir bis zu 28 Grad. Ja, und sommerlich warm, aber auch wechselhaft geht es weiter. Der Freitag wird veränderlich. Mit wiederholten Regengüssen und Gewitter auf den Samstag erwarten wir dann wieder recht sonniges Wetter. Erst am Abend und vor allem im Oberland und entlang vom Jura steigt dann das Gewitterrisiko wieder an. Für den Sonntag erwarten wir generell recht sonniges Wetter, aber auch da steigt am Nachmittag und Abend wieder das Schauer- und Gewitterrisiko an. Auch der Montag wird voraussichtlich unbeständig mit teils kräftigen Regengüssen oder auch Gewitter. Und ganz ähnlich sieht es dann auch am Dienstag aus. Dazu werden die Temperaturen zurückgehen und wir erwarten nur noch gerade um die 22 Grad am Dienstag. Es erwartet uns also ein bunter Strauß aus allem. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal wieder. Ade miteinander.